Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur Christmas Experience 2025. Hey, so schön hast du eingeschaltet. Bist du mit uns und tauchst du mit uns in die Weihnachtsgeschichte ein? Hey, es ist so genial, dass du heute Abend mit dabei bist. Egal, ob du in einer Microchurch bist, ob du in einer Watch Party bist oder ob du einfach zu Hause auf dem Wohnzimmer, auf dem Sofa im Wohnzimmer sitzt. Mega schön, dass du mit dabei bist. Debbie, mega schön, dass du da bist. Hey Pat, ich freue mich, dass ich das mit dir moderieren darf. Und wir sind ja nicht ganz alleine. Nee, wir haben noch den Dan im Bunde, der ist gerade irgendwo im Haus, aber wir schalten mal gleich zu ihm rüber. Genau. Hey, und wenn du noch nicht in Weihnachtsstimmung bist, dann kann ich dir eins garantieren. Wenn du das Christmas Experience gesehen hast, bist du ganz, ganz sicherlich drin. Absolut. Weil uns erwartet heute ganz viel Freude, Spannung, Tänze, Musik. Gute Musik. Gute Musik. Gute Sehr Tänze. gute Also Musik. wirklich alles, es wird fantastisch werden. Und wir machen es ganz bewusst Anfang Dezember, damit wir einfach in die Stimmung reinkommen und Weihnachten so richtig feiern genießen können. Genau. Vielleicht gibt es auch ein bisschen die Gänsehautmomente. 100%. Sagst du? Vielleicht ich auch finde eine super, dass du Gänsehautmomente Ja. sagen, weil in der Schweiz sagt man Hühnerhautmomente, Ja, oder? genau, das ist ein Unterschied. Hey, ihr seht, dass hier in der Halle tatsächlich schon einiges passiert, aber der Dan ist tatsächlich irgendwo in der Halle und wir schalten mal rüber zu Dan. Dan, wo steckst du denn gerade?
Ja, Pat, ich bin hier oben in der Loft im Weihnachtsmarkt. Natürlich schon die meisten Besucher sind runter in die Halle gegangen. Aber hier oben gibt es so viele wunderbare Stände. Und bei mir ist die Familie Lehmann und Friends und Anhang. Wunderschön. Von wo seid ihr da angereist? Wir sind aus Bern angereist. Da wir letztes Jahr schon mal hier waren wir so begeistert, dass wir noch weitere Personen mitgenommen haben. Sehr gut. Also ich habe gehört, ihr seid zum ersten Mal da, oder? Genau, wir sind zum ersten Mal da, sind ganz gespannt und freuen uns. Auf was freust du dich am meisten vielleicht? Oder sagst du, das bin ich am meisten gespannt drauf? Also ich glaube, die Innovation, die man sieht, die Weihnachtsgeschichte so ein bisschen neu erzählt. Genau, das. Ja, und wir freuen uns einfach auf dieses Erlebnis bei euch, auf die Show, auf die Lichter und die Schauspieler, die Musik. Das ist super. Du bist hochschwanger, habe ich gehört. Vielleicht gibt es ein Weihnachtsbaby, gell? Ja, das könnte sein. Ein Geschenk des Himmels auf alle Fälle. Das ist es wirklich. Hey, ich danke euch vielmals. Ist der Punsch gut? Ja, er schmeckt super lecker. Also der Punsch, der gibt es hier oben, ist absolut mein Weihnachtshighlight. Hey, ich danke euch vielmals. Habt ihr kurz Einblick gehalten, seid ihr hier hingereist? Der lange Weg von Bern, gell? Und ich will Bern-Bethlehem hier in die Weihnachtssaal. Das passt. Hey, bald fängt es an, ihr dürft runter in die Halle gehen, noch austrinken, nicht vergessen. Ich wünsche euch eine wunderbare Show. Und hier oben gibt es so viele Essen und das liebe ich immer wieder. Einfach, dass die Leute da vorbeikommen, die kommen früh, gehen spät. Es gibt so viele wunderbare, handgemachte Geschenke. Habt ihr auch schon etwas gekauft? Ja. Ein paar Sachen, ja. Socken für die Geburt, fürs Wochenbett und Geschenke für unsere Freunde. Geschenke von euren Freunden, wunderbar. Also, ich gebe zurück zu dir, Pat und Debbie. Hey, so genial, was wir alles an Angeboten hier in der Halle haben. Aber Debbie, du bist jetzt schon seit mehreren Jahren dabei als Online-Host, als Zuschauer, sogar als Artist bist du mit dabei. Erzähl uns doch mal jetzt gerade kurz vor der Show, wo stehen die Leute denn gerade? Also die mitspielen, die Artisten. Also ich denke mir, das wird jetzt so eine ganz leicht vorfreudige, nervöse, kribbelige Stimmung. Okay, Und spannend. was spannend ist, ich meine, hier draußen ist es laut, aber da hinten ist jetzt absolute Ruhe. Wirklich, das ist so, ja, weil da wird wirklich dunkel gemacht. Zuerst hat man einen Huddle, kommen nochmal alle zusammen, man betet nochmal zusammen und danach ist wirklich Fokus. Also Krass. es ist ruhig, es gibt noch ein Schwarzlicht, dass man sich noch ein bisschen durch die Also es ist so Garderobe dunkel, dass wirklich kein Licht außer ein Schwarzlicht ja, drin man ist. hat wirklich nur Schwarzlicht Verrückt. und sonst hat man wirklich nichts, weil es geht darum, dass wir wirklich Fokus haben und uns auf das konzentrieren dürfen, was jetzt dann losgeht. Ja, verrückt. Genau. Und Sie haben sich natürlich nicht erst in der Weihnachtszeit vorbereitet, sondern Sie sind schon länger dran. Wann fängt denn so eine Probe an für die Christmas Experience? Ja, also es ist wirklich so, dass wir im Sommer bereits in Weihnachtsstimmung Das heißt Shorts und T-Shirts? Shorts und T-Shirts, genau, man ist im August schon dran. Wahnsinn. Und was ich so schön finde, Pat, zu sehen, wenn du das Stück so mitgestaltest, so Stück für Stück, wie das immer mehr Gestalt annimmt. Und erst ganz am Schluss kommen Sänger, Tänzer und die Technik dazu. Und wenn man dann das Ganze sieht, ist das schon... Es ist schon was ganz Tolles und oft ist es dann auch so, dass wir das dann online noch gucken und merken, oh, das ist ja noch und das ist ja noch, voll. das hat man gar nicht gesehen. Und was ich halt auch was ganz, ganz Schönes finde, ist, dass es wirklich wie so eine Familie ist. Und egal, ob man hier Mega auf der schön. Bühne steht oder dahinter, das finde ich ganz, ganz wichtig. Es gehört jeder zu dieser Produktion und es geht um die Weihnachtsgeschichte. Mega schön. Hey, wir schalten noch mal rüber zu Dan, der mit der Angela gerade ein Meeting hat. Ja, ich bin hier im Bistro und bei mir ist die Angela. Du hast das Skript geschrieben für dieses Christmas Experience. Wann hast du angefangen? Oder habt ihr als Team angefangen vorzubereiten? Nach Weihnachten, im Januar oder Februar eigentlich. Jetzt ist es soweit. Wie geht's dir? Ich bin ein bisschen nervös, ehrlich gesagt, aber ich freue mich extrem. Ja, also ich freue mich, wenn man hier schon sieht, wie die Leute reinkommen und auch wie die Crew so ein bisschen Nervenkitzel hat, aber die Stimmung ist auf jeden Fall sehr gut. Läuft alles nach Plan, Angela? Fast alles. Wir haben tatsächlich noch Unfälle gehabt, aber unser Team, die sind echt absolut fresh. Die sind so schnell auch im Umplanen. Die haben dann einfach noch kurz Choreos umgestellt und das ist halt live. Da läuft nicht immer alles nach Plan, aber ich würde sagen, wir sind total ready. Ihr seid
geplant für das Ungeplante. Es gibt so eine wunderbare Bernina-Maschine. Was machst du hier? Genau, ich bin hier auch ein bisschen für das Ungeplante, wenn dann ein Kragen doch nicht ganz über das Herren-Make-up passt oder eine Naht reißt beim Tanzen. Genau, für das bin ich mit der Nähmaschine hier. Also endlich haben wir eine Schneiderin hier im ICF. Also wenn ich irgendwann mal kann ich kommen. Nach der Show gerne, ja. Sehr gut, so cool. Julian, was machst du? Über die Bühne laufen. Oh, du laufst über die Bühne. Der Julian, er ist der Jesus, gell? So gut. Also es ist alles live, so viele Volunteers von der ganzen Kirche. Wir sind ready, oder? Wir sind absolut ready. Wir freuen uns extrem. Ja. Also ich bin einfach, das begeistert mich, wenn ich hier bin, die Leute, die da engagiert sind, so viele Begabungen, alle haben das gleiche Ziel, eine wunderbares Christmas Experience auf die Bühne zu stellen. Und somit gebe ich zurück zu dir, Pat und Debbie. So genial, einfach zu hören, was im Hintergrund alles passiert. Debbie, wir gestalten jetzt wirklich in eine Szene rein. Nimm uns mal mit, wo steigen wir rein? Hey, wir starten mit dem Einweihungsfest des Tempels von Herodes. Spannend. Er hat geladene Gäste, alles also ist eine eingeladen. Party. Es ist eine Party. Ja. Und was ja auch spannend ist, der Herodes, der war ja König zu dieser Zeit, als Jesus geboren wurde. Ja. Und Ja. das Ganze gibt natürlich ein bisschen Spannungen. Auf jeden Fall. Aber da wollen wir jetzt gar nicht genau Wir wollen es gar nicht so weit vorwegnehmen, oder? Ja, weil genau. darum geht ja die Show dann letztendlich. Genau, ja. schlussendlich. Hey, aber weißt du was, Pat, was mich wirklich fasziniert? Ja. Dass es hingebracht wird, dass beim Christmas Experience wird ja jedes Jahr die Weihnachtsgeschichte erzählt. Ja. Und die wird jedes Mal von einem anderen Blickwinkel beleuchtet. Spannend, oder? Und das Die Kreativität, die da reinläuft. Diese Kreativität, dieses Jahr geht es mehr um den Herodes. Und trotzdem Ja. ist es so, dass es dann schlussendlich immer so ist, dass es persönlich berührend ist Ja. und auch in die heutige Zeit wieder passt. Hundertprozentig. Und hey, es geht tatsächlich um Jesus, um das, was er heute tun möchte. Und egal, ob du an Gott glaubst oder nicht an ihn glaubst, er möchte heute etwas tun durch diese Show. Und da möchte ich dich einfach herausfordern. Sei einfach offen dafür, für das, was Gott einfach tun möchte. Und hey, so wie es aussieht, kriegen wir gerade ein bisschen Besuch von jemandem. Wen haben wir denn da? Ist das einer? Hi, ich bin Mimi. Du bist die Mimi, okay, sehr schön. Avi, sehr schön. Ich glaube, das ist jemand, der hat das... Ja. Hey, seid ihr Hirten, oder? Ja. Für die Tempeleröffnung hier. Für die Tempeleröffnung seid ihr, okay? Jetzt wird's ganz, ganz spannend. Ich habe gehört, wir schalten gleich direkt dort mit rein, wo die Tempeleröffnung stattfindet, oder? Was das heißt? Da Ja, werden das wir ist doch super. reinschalten, aber wisst ihr was? Wir sagen euch Tschüss. Ja, ist doch gut. Ups. Hey, und das ist unser Stichpunkt. Wir werden uns langsam auf den Weg machen und runtergehen von der Bühne und den Darstellern tatsächlich die Bühne überlassen, oder Debbie? Ja, so ist es. Hey, und dir will ich einfach sagen, mach dich ready, entspann dich, genieße das, was jetzt kommt. Yes. Vielleicht hast du irgendwo eine Kuscheldecke oder irgendwas Warmes. Ja, du hast noch knapp 10 Sekunden Zeit, um das ready zu machen. Und wir wollen jetzt uns einfach einlassen auf dieses absolut berührende und wunderschöne Musical von der Christmas Experience 2025. Sehr verehrte Gäste, herzlich willkommen im Palast von König Herodes zur größten Feier des Jahres. Lassen Sie sich verzaubern und genießen Sie die Show.
König Herodes. Liebe Festgemeinschaft, was für eine Ehre! Was für eine Ehre! Was für eine Ehre, mit euch zusammen die Eröffnung des neuen Tempels zu feiern. Ihr werdet ihn den Herodianischen Tempel nennen. Er soll euch jederzeit daran erinnern, wer euer Gott König ist und welchen Gott wir anbeten. In diesem Sinne wünsche ich euch allen ein schönes Fest. Enchanté! Ja, komm, ja, geh darüber. Ich hab alles im Griff. Halt! Nicht weiter. Gesindel wie ihr habt nichts an der Eröffnungsfeier von Herodes Tempel verloren. Gesindel? Wir sind kein Gesindel. Nein. Wir sind Hirten. Oh. Wir stehen auf der Liste. Ja. Deborah und Nathanael. Genau. Pharisäer aus Jerusalem. Ja. Engagiert und motiviert. Wir setzen eher so auf Pharisäer Streetwear. Secondhand und nachhaltig. Voll im Trend zurzeit. Und total volksnah. Raus. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy Der Prophet Jeremia hat geschrieben, ein Nachkomme von König David wird kommen. Er wird ein gerechter König sein und mit Weisheit regieren. exile here.
Und der Prophet Micha hat gesagt, er wird sich um sein Volk kümmern wie ein Hirte. Gott wird ihm die Kraft dazu geben. Er wird den Menschen Frieden bringen. Ja, er wird der Friede sein. Und Zacharia prophezeite, der neue König wird euch die Rettung bringen. Er wird auf einem Esel reiten. Esel? Ein König kommt doch auf einem Pferd. Ja, doch er ist ein demütiger König und er kommt, um zu dienen. Kommt mit. Ja, erzählt es allen. Von welchen Prophezeiungen sprechen Sie? Das passiert, wenn Menschen ihren Platz vergessen. Dieses undankbare Volk erfindet immer neue Geschichten. Dabei solltet ihr lieber zufrieden sein mit dem, was ihr habt. Alle bekommen, was sie verdienen. Entschuldigung. Diese Unruhen werden bald vorbei sein. Oh. Geh zu unserem König und sorge dafür, dass er wieder gesund wird. Und Rina, kein Wort von den Prophezeiungen. Wollte mich eigentlich umbringen! Ihr seid alles Nichtsnutze! Fass mich noch einmal an! Ich bring dich um! Rina, Kind, du weißt schon, warum du hier stehst. Ja, aber ich wollte doch nur... Alle bekommen, was sie verdienen. Hadassah! Hadassah! Mein König? Sieh zu, dass ich wieder gesund werde. Koste es, was es wolle. Wir haben alle Medizin gekauft, die wir konnten. Aber die Staatskassen sind leer. Die Tempeleröffnung war teuer.
Dann füllt die Staatskassen wieder? Jawohl, mein König. Komm, steh auf. Mann! Hey, Avi. Hä? Ich sehe etwas, was du nicht siehst, und das ist weiß. Schaf? Ja. Ich sehe etwas, was du nicht siehst, und das stinkt. Jetzt auch das Schaf, Mann. Okay, okay. Ich sehe etwas, was du nicht siehst, und das ist... schwarz. Schwarz? Unsere Zukunft? Ja. Oder deine Zähne. Stimmt ja beides. Oh, hi. Keine Ahnung, wer du bist, aber setz dich doch zu uns. Die ist sicher kalt. Aber wir können dir nicht mal mehr eine Decke anbieten. Aber Feuer hat's noch. Ja. Heute ist echt nicht so unser Tag. Nein.
Oh, aber wir spielen gerade ein Spiel. Oh ja. Ich sehe etwas, was du nicht siehst. Das kennst du, oder? Du schaust dich einfach so um, was du so siehst. Genau, und in unserem Fall siehst du jetzt genau nichts. Ja, wegen Herodes funktioniert das Spiel nicht. Er hat alles mitgenommen. Alles. Ich ändere das Spiel etwas ab. Ich sage euch was ihr nicht wisst. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven, nature sing. Joy, joy, joy to the world. 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 Joy to the earth, the Savior reigns. Let men their songs employ. While fields and floods, rock hills and plain, repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Repeat, repeat the sounding joy. Joy, joy, joy to the world. 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 He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders, wonders of His love, and wonders, wonders of His love. Joy, joy, joy to the world. 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 Wir sind Reisende aus dem Osten. Wir folgen einem Stern, der die Prophezeiung erfüllt. Die Prophezeiung von einem neuen König, einem Kind. In den alten Schriften steht, dass er aus Judäa kommt. Darum sind wir hier. Woher haben Sie das? Ich habe das schon mal gehört. Ja, das ist hier. Ich bedauere eure lange Reise. Hier gibt es keine Prophezeiungen zu erfüllen. Wir haben bereits einen König. Ich wünsche euch eine gute Heimreise. Ein neuer König, Mutter von... Herodes darf das nie erfahren. Was? Darf ich nicht erfahren? Da war gar nichts. Wir haben nur so dahin geredet.
Du. Da war jemand, der hat wirres Zeugs erzählt. Es war nix. Sie müssen ja ihre Kräfte schonen. Bring mir diesen Besuch zurück. Jawohl. Entschuldigung, Sie können gerne zurückkommen. So. Die sucht nach einem Kind. Dieses Kind wird ein König, der Gerechtigkeit bringt. Wir leben doch in einer gerechten Welt. Jeder bekommt, was er verdient. Und wie war das? Dieser König kommt, um zu dienen. Ja. Was soll denn das für ein König sein? Wahrscheinlich wäscht er seinen Untertanen auch noch die Füße. Ich kann euch da nicht weiterhelfen. Wer auch immer dieser König sein soll. Gehen wir wieder in die. Aber ich bin daran interessiert, ihn kennenzulernen. Es ist schon spät. Ruht euch noch ein wenig aus und wir sprechen morgen weiter. Dieses Kind ist eine Gefahr für mein Königreich. Ich brauche einen Spion. Dieser Spion wird die Weisen morgen begleiten. Diese Person wird das Kind finden und mir melden, wo es ist. Haha.
Meine Dienerin wird euch begleiten. Mach unseren König und mich stolz. Entschuldigung! Habt ihr schon gehört? Er ist da! Der neue König Jesus. Wir haben ihn gerade erst gesehen. Ja. Wo habt ihr ihn gesehen? Da! Oh, so einen Frieden habt ihr noch nie gespürt. Hey! Die gehört doch zu Herodes. Stimmt! Du warst doch letztens noch bei uns Steuern eintreiben. Ja. Oh, da muss ich dich aber enttäuschen. Beim neuen König gibt's gar nicht so viel mitzunehmen. Warte mal, das stimmt gar nicht. Stimmt. Aber nicht das, was man erwartet hätte. Auf jeden Fall. Die freuen sich bestimmt, wenn ihr vorbeikommt. Wie habt ihr davon erfahren? Oh, es war unglaublich! Engel sind uns erschienen. Wir erzählen's euch. Oh ja. They showed the holy
Da vorne ist es. Hier soll der neue König sein. He is born, he is born, the Son of God has come to dwell, the King of kings and Lord of lords, Emmanuel. He is born, he is born, hope for all. Now go and tell, he has come to save the world. We sing Noel. And let us all with one accord sing praises to our heavenly Lord that hath made heaven and earth of known, and with his blood mankind has bought Noel.
Kehrt nicht zurück zu Herodes. Reist nach Hause. Josef, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Bleib dort, bis ich dir etwas anderes sage. Denn Herodes wird nach dem Kind suchen lassen, um es... Der neue König wird euch die Rettung bringen. Er kommt, um zu dienen. Ein neuer König? Mutter, von welcher Prophezeiung sprechen Sie? Dieses undankbare Volk erfindet immer neue Geschichten. Wir sind Reisende aus dem Osten. Wir folgen einem Stern, der die Prophezeiung erfüllt. Er ist da, der neue König Jesus. Wir haben ihn gerade erst gesehen. Engel sind uns erschienen. Dieses Kind ist eine Gefahr für mein Königreich. Ich brauche einen Spion. Mach unseren König und mich stolz. Doch du, Bethlehem, bist zwar klein unter den Städten Judas. Doch aus dir soll einer kommen, der über ganz Israel herrschen soll. Wache! Los! Tötet alle Jungen in unter 2 Jahren in ganz Bethlehem! Los! Ich weiß, wo das Kind ist. Herodes hat es bereits selber herausgefunden. Die Prophezeiung endet heute Nacht. Josef, nimm das Kind und seine Mutter und kehr zurück in das Land Israel. Denn die, die das Kind töten wollten, sind tot.
Könige kommen und gehen. Herodes hat bekommen, was er verdient. Sein Sohn wird der neue König werden und unser Leben geht weiter wie bisher. Hey, was ist da los? Er ist in der Stadt, Jesus. Jesus? So wie das Baby in der Krippe? Er ist das Baby in der Krippe. Und er zieht die Menschen in Scharen an. Jesus wurde doch damals umgebracht. Und mit ihm starb auch die Prophezeiung. Eine göttliche Prophezeiung kann niemals von Menschenhand zerstört werden. Jesus lebt und er dient den Menschen. Er spricht von Respekt und von Gerechtigkeit. Er liebt alle Menschen. Und er heilt sogar Kranke. Kommt mit, ihr müsst das unbedingt sehen. Turn your eyes
Flina, ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, sondern um dir zu dienen. Und euch allen. So, die Weihnachtsgeschichte hat mega verschiedene Geschichten. Eigentlich sind so zwei Einstellungen, man kann auch sagen zwei Königreiche. Das Reich von Gott, das sagt, ich diene, ich unterstütze, ich fördere, ich bin für dich. Und dann hast du das Reich vom Herodes. Macht, Eifersucht, Angst, dass da plötzlich jemand vor der Sonne steht, vielleicht einen Job wegnimmt, vielleicht gewisse Dinge besser macht, mehr Klicks und mehr Likes hat. Und sind so zwei Reiche, die total gegeneinander kluften. Und so meine Frage ist so, von was bist du eifersüchtig oder was macht dich in deinem Leben eifersüchtig? Man sagt, Eifersucht ist nicht per se falsch. Es sagt eigentlich auf, für was hast du eine Leidenschaft oder auch eine Berufung. Vor einigen Jahren war ich in Australien und ich hatte das Vorrecht, Roger Federer, vielleicht kennst du ihn, beim Tennisspielen zuschauen in Melbourne. Bevor Roger Federer auf das Court kam, hat der Mann gesagt, Standing Ovation, ist das ganze Stadion aufgestanden, ich auch in Australien. Und da hat er gesagt, bevor er reinkommt, möchte ich euch alle Titel vorlesen, wo er gewonnen hat. Und das hörte nicht mehr auf. Und ich bekam so Gänsehaut und habe gedacht, wow, krass, Roger Federer, das ist ein Ehrenmann, das ist ein krasser Typ. Und ich hatte nicht ein bisschen Neid oder Eifersucht, weil er spielt Tennis, ich nicht. Ein anderer Freund von mir wurde in der Schule befördert. Er wurde so Schulvorsprecher. Und ich habe gedacht, wow, krasser Job für dich. Ich war nicht neidisch, nicht eifersüchtig, weil es ist nicht mein Ding. Dann habe ich angefangen, Gitarre zu spielen. Ich habe mir meine Haare lang wachsen lassen. Habe eine rote Gitarre gekauft, habe nach 6 Jahren den Wunsch gehabt, ich möchte gerne Berufsmusiker werden. So, ich möchte eine Band machen, die erfolgreich ist. Da gab es noch kein AI. Und dann mein bester Freund hat nach 2 Monaten frisch Gitarre gespielt, besser gespielt als ich nach 6 Jahren. Und da hörte der Spaß auf. Das heißt, wenn Menschen in deiner Leidenschaft plötzlich etwas besser machen, dann klopft die Eifersucht an. Dann klopft der Neid an. Bei Herodes war gewesen, ich bin der König und es kommt ein neuer König und das geht gar nicht. Also du merkst, Eifersucht hat ihm zu tun, für was du eine Leidenschaft. Es gibt so 4 Punkte, wie man Leidenschaft ganz einfach auch eliminieren kann. Man kann das positiv drehen. Das erste ist, man muss Stopp sagen. Weil wenn du nicht Stopp sagst und du eifersüchtig wirst, wirst du Dinge sagen, die du bereust. Du wirst Menschen ausgrenzen, die es nicht verdient haben. Und der Herodes hatte Angst und er hat, muss man vorstellen, alle Kinder, die 2 Jahre alt gewesen sind, in Bethlehem und der ganzen Umgebung, alle umgebracht. Das ist die Kraft von Eifersucht. Jetzt sagst du, ja gut, ich bin ja nicht Herodes. Das stimmt. Aber wir alle tragen den Geist von Herodes in unserem Herzen. Ich lese euch einen Bibeltext vor, um euch das zu zeigen, was ich mit dem meine. Und zwar in Jakobus 4, Vers 11 heißt es, redet nicht schlecht übereinander. Das machen wir ja nicht, oder? Jetzt achte mal, wenn du in deiner Arbeit bist, in der Pause. Über wen sprichst du? Chef, dein Arbeitskollege, und du jammerst eine Viertelstunde, dass die Pause gar nicht so lange, sollte länger sein. Das heißt, wir haben eine Tendenz, dass wir über Menschen heranziehen und sagen, ja, der ist doch nicht so gut und der ist doch nicht so erfolgreich und schau mal seine Haare an, seine Kleider an, seine Größe an, schau mal seine Frau an. Wenn du böse sein willst, schau mal seine Mutter an. Achte mal, wir machen Menschen immer mega klein und du wirst dabei größer. Was wir oft betreiben, spreche auch zu mir selber, ist ein Rufmord. Dass wir Dinge über Menschen sagen, Gerüchte in die Welt setzen, die gar nicht stimmen. Also wenn der Geist für Eifersucht anklopft, dann sag, halt, stopp. Diese Türe mache ich nicht auf. Der zweite Schritt ist, dass du ganz kurz mal überlegst, was ist der Spiegel? Was spiegelt sich dann bei mir? Und ich sitze da auf dieser Krone, ist das Reich Gottes. Stell dir mal vor, wenn du Eifersucht bekommst, stell dir die Frage, was triggert mich? Was löst die Person aus? Was hat er, sie, was ich gerne hätte? Warum? Wieso?
Oder wie sieht Gott mich? Was hat denn Gott mit meinem Leben vor? Weil Menschen, die was triggern, sind ja nicht das Problem die Menschen, sondern was ist in mir drin, ist das Problem. Und du sagst, halt, stopp, hast einen coolen Kopf. Aber dann die Frage, was triggert mich denn ganz konkret? Der dritte Schritt, wo man unternehmen kann, ist, dass man den Schmerz fühlt. Man muss den Schmerz fühlen, bevor Gott was heilen kann. Und das heißt, wenn du eifersüchtig bist, im Falle wie von Herodes, kommt die Frage, warum, wieso, wozu? Und es kann sein in deinem Leben, dass dein Vater, deine Mutter nie dir einen Wert gegeben hat, dass du wertvoll bist, dass du einzigartig bist. Du wurdest nie gelobt. Aber es gibt auch die anderen von uns, du wurdest nur gelobt. Und denen muss man sagen, komm mal runter. Nicht jede Person gibt einen Like, einen Doppel-Like, einen Doppelklick. So, sondern man muss das spüren, was abgeht. Und ich habe da in meinem Leben so eine Sache erlebt, wo meine Mutter, es gab ein Haus, und zwar, es gibt das Städtchen Werdenberg. Man sagt, es ist die kleinste Stadt der Welt. Und es gab ein Haus. Und wenn wir da am Sonntag spazieren gegangen sind, haben wir jedes Mal halten müssen. Und jedes Mal hat meine Mutter gesagt, halt, stopp. Ich möchte was vorlesen. Ich sagte, ja Mami, ich weiß, was das meinst. Ich weiß, was da drauf steht. Sagt, nein. Ich möchte euch das einmassieren, dass ihr nie vergesst. Und auf diesem Haus im Werdenberg steht, und ich lese es euch übersetzt vor, es ist ein bisschen in der Sprache. Du stehst vor diesem Haus und dann steht die Frage, das Haus gehört mir und doch nicht mir. Vor mir war einer da, der wohnt aber auch nicht mehr da. Nach mir zieht ein anderer hinein, muss aber eines Tages auch ziehen. Sag, lieber Freund, wem gehört dieses Haus? Und wir standen immer da, und ich habe die Geschichte gekannt, sagt meine Mutter, hör gut zu. Alles, was du hast, ist ein Geschenk. Dir gehört gar nichts. Nicht mal dein Talent konntest du aussuchen, nicht mal deine Haarfarbe. Und meine Mutter hat ihm gesagt, lasst euch den Erfolg nie in den Kopf steigen und die Niederlage nicht in euer Herzen sinken. Alles, was ihr seid, ist ein Geschenk Gottes. Mit anderen Worten, wer kommt schon auf die Idee, sich in der Eifersucht auf andere Menschen zu schauen, auf das, was du nicht hast, statt auf das zu schauen, was du bist? Und ich habe dieses Haus immer vor meinen Augen, wenn die Eifersucht klopft auch bei mir an. Sag, halt, stopp. Wieso triggert mich das? Und dann denke ich an dieses Haus in Werdenberg, dass ich eines Tages von hier gehe und ich werde nichts mitnehmen. Ich möchte enden mit dem Unterschied vom Herodes zum Reich Gottes, von Konkurrenz zum Königreich Gottes Mindset. Herodes dachte, es gibt nur einen König. Aber Gott sagt, meine Krone ist so groß, so rutsch mal auf die Seite. Es hat noch mega viel Platz noch für andere. Es heißt in Philipper 2, Vers 3, weder Eigennutzen noch Streben nach Ehre soll euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet den anderen höher als euch selbst. Das geht dann bei der Eifersucht nicht, oder achte ich mich höher als den anderen. Ich möchte mit einem Bild enden, was mir in meinem Leben hilft. Mir helfen so Bildern. Und zwar das Reich Gottes. Gott denkt in Teams. Niemand von uns kann etwas alleine erreichen. Und zwar die Gänse fliegen in der V-Formation. Und einer ist ja ganz vorne. Und dann sind hinten die anderen Gänse im Windschatten, wie bei der Tour de France. Und ganz hinten ist einer auch alleine. Und die Gänse, die motivieren sie so. Muss man hören, sind wir schon da? Die spornen sich an. Gänse sind nicht eifersüchtig, ob du vorne oder hinten bist. Die Gänse sagen, wir wollen zusammen das Ziel erreichen. Und irgendwann muss die Lead ganz vorne geht nach hinten und eine andere Person übernimmt. Und immer wenn du Gänse siehst, denkst du immer, ich mag jetzt vielleicht die berühmteste Person sein, ich bin ganz oben. Aber irgendwann bist du zuhinterst. Und so sieht Gott sein Königreich. Dass jede Person im Windschatten vorne oder hinten sagt, wir feuern uns an,
statt über andere zu sprechen. Ich möchte dich einladen in einem Gebet. Ich kenne nicht dein Herz, ich kenne nicht deine Situation, ich kenne mein Herz. Aber ich merke, das Thema Eifersucht beim Herodes ist schlimm, weil wir dann Menschen wehtun, die können gar nichts dafür, wir Dinge sagen, Dinge tun, die sind wirklich zerstörend. Ich habe ein Gebet aufgeschrieben, du kannst es auch lesen auf der LED-Wand, wo es heißt, lieber Jesus, danke, dass du mich besser kennst als jemand auf der Welt. Ich bringe dir meine Eifersucht und ich möchte dich bitten, dass deine Liebe und Mitgefühl mich bestimmt. Ich lade dich ein, das zu fühlen in mir, was niemand fühlen kann. Ich möchte dich bitten, dass du mich gebrauchst und dass ich für immer dir gehören möchte. Wenn du gerne das Gebet mitbeten möchtest oder sagst, ich brauche wirklich einen Change, dann lade ich dich ein, dann ganz kurz deine Augen zu schließen, wenn du willst, und dieses Gebet mit mir zu beten. Dann sag, lieber Jesus, danke, dass du mich besser kennst als irgendjemand auf dieser Welt. Ich bringe dir meine Eifersucht. Und ich möchte dich bitten, dass du sie mit deiner Liebe, mit deinem Mitgefühl ersetzt. Ich bitte dich, in mein Leben zu kommen. Ich brauche dich definitiv. Und ich möchte immer für dich gehören. Bevor ich Amen sage, möchte ich dich fragen, welches Wunder der Eifersucht brauchst du? Wo hast du Freundschaften beendet? Einen Job niedergelegt? Menschen verachtet? Weil sie dir zu nahe kamen. Und Gott, du hörst meinen Schrei. Du kennst meinen Rufmorden. Und ich bin dir dankbar, wenn ich Amen sage, dass du diese Dinge wiederherstellst in mir, die ich selber nicht mehr wiederherstellen kann. Wir sagen Amen. Amen heißt, so sei es und Gott möge Dinge wiederherstellen, die durch Eifersucht wir so richtig verkackt haben. Ich liebe Weihnachten, weil es ein Fest der Hoffnung, dass nichts bleiben muss, wie es ist, sondern Gott kann in einem Glimps Dinge nochmals verändern. Amen. The light of the world is overcome. Every darkness and fear inside our hearts. You left heaven to bring amazing grace, and we will bring you praises. The heart of the Father you all the kindness and mercy that's within. All the angels sing out your holy name, and we will sing your praises. Hallelujah, we will sing. Hallelujah to King, light of the world, Emmanuel. Jesus is here, God with us. The heart of the Father you reveal, all the kindness and mercy that's within. All the angels sing out your holy name, and we will sing your praises, highest praises. Hallelujah,
Hallelujah. Hallelujah. Jesus is here, God with us. Jesus is here, God with us. Hallelujah, we will sing. Hallelujah to the King, Light of the world, Emmanuel. Jesus is here, God with us. Jesus is here, God with us. Jesus ist hier, Gott mit uns. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Und ich lade dich ein, wenn du magst, mit mir aufzustehen, um eines dieser ganz bekannten Weihnachtslieder zu singen. Stille Nacht, heilige Nacht, wo wir daran denken, dass Gott auf Erde gekommen ist zu dir und zu mir. Stille Nacht. Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft, einsam war, nur das traute hochheilige Paar, das im Stalle zu Bethlehem war. Schlaf in himmlischer Ruhe, schlaf in himmlischer Ruhe. Stille Nacht, heilige Nacht, Gottes Sohn, oh wie lang, Lieb aus deinem göttlichen Mund, da uns schlägt die rettende Stund. Christ in deiner Geburt, Christ in deiner Geburt. Stille Nacht, heilige Nacht, Hirten ist kundgemacht durch der Engel, Halleluja, tönt es laut von fern und nah. Christ der Retter ist da. Christ der Retter ist da. Christ der Retter ist da. Christ der Retter
celebration. Jesus Christ, the King is here. Du bist würdig, Jesus, alles Lob gehört dir. Come on. Habt ihr schon gehört? Er ist da, der neue König Jesus. Er hat uns allen den Frieden gebracht. Dieses Kind wird ein König, der Gerechtigkeit bringt. Jesus ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um uns allen zu dienen. Come on! Woohoo! So, vielen, vielen Dank. Ich dürfte noch mal ganz kurz Platz nehmen. Wir sind noch nicht am Ende, darum dürft ihr noch mal gerne klatschen. Vielen Dank. Ihr seid das super gute Publikum. Heute Abend das Beste. Vielen Dank. Bevor wir zum Grande Finale kommen, ich möchte ganz kurz, wenn du heute Abend vielleicht da bist und hast Gebet mitgebetet, das machen wir jede Weihnachten so, da haben wir so eine gratis Starterbibel, und da rausgehst, stehen so Frauen und Männer da. Dann nimm gerne so eine Bibel mit, das ist unser Geschenk an dich, dass du lesen kannst. Was ist das Reich Gottes für eine andere Dimension? Da sind Geschichten drin von diesem wunderbaren Jesus.
Wir sammeln jedes Jahr eine Kollekte ein, und zwar für 2 Dinge, um die Umkosten von diesem großen Christmas Experience zu decken. Und das Zweite ist auch, wir machen am 24. eine Weihnachtsparty für die Menschen, die keine Familie haben. Bevor wir Geld einsammeln, ist für mich mega wichtig zu wissen, ohne die Hunderten von Volunteers, die schon Monate vor tanzen, in der Band, in der Grafik, in der Technik, bei dem Licht, wo auch immer, auch hinten bei der Maske, das sind Volontäre, wo gratis da sind. Ohne die wäre das gar nicht möglich. Das könnten wir gar nicht alles bezahlen. Lasst uns mal den Leuten einen großen Applaus geben, wo immer auch seid. Wo immer auch seid. Großen Respekt. Ja, großen Respekt. So, vorhin hat mir jemand gesagt, aus dem Tanzteam, ist es nicht krass, was wir hinkriegen mit Volontär. Das ist unsere Church. Das sind Menschen, die da in der Kirche sind, was sich entwickelt haben, Talente und Fähigkeiten. Und dann das zu sehen, ist schon einfach beeindruckend, wenn Menschen sich hineingeben. Ganz kurz, dass du ein Video siehst, für was sammeln wir das Geld. Wir haben einen kurzen Clip, dass du weißt, was wir am 24. Dezember konkret machen für die Menschen, die keine Familie haben. Ich werde mit meinem Mann zusammen Weihnachten hier feiern, im ICF. Wo wir das erste Mal dann im ICF gefeiert haben, ist meine Mutter 2 Monate vorher gestorben. Und wir wollten dann nicht den Abend alleine verbringen. Es war wirklich ein fröhlicher Abend. Wir haben es richtig genossen. Ja. Es gibt dann ein Abendessen, dann gibt es Spiele. Die Leute schätzen das sehr. Sie schätzen, dass sie bedient werden, dass sie verwöhnt werden. Und es gibt auch einen Input von Michi Sieber. Und Worship gibt es auch. Das Highlight ist für mich immer die Weihnachtslieder. Es gibt leider sehr viele Menschen, die am 24. alleine sind und die nicht mit ihrer Familie feiern können. Und darum ist es wichtig, dass sie wissen, dass es das Angebot gibt. Es darf jeder kommen, wie er ist. Come on! So, was mich wirklich beeindruckt, die gleiche Leidenschaft und Qualität, die du jetzt auch bei diesem Christmas Show siehst, ist das gleiche auch am 24. Du siehst einfach, was wir hinstellen an Essen, Getränken, an Leidenschaft, auch in der Volontäre, die das machen. Und für das haben wir jetzt eine Kollekte ein, um die Umkosten und das 24 bezahlen. Es gehen so Becher durch dir rein, du kannst einen Silberbarren gerne da reinlegen oder ein Cash. Wenn du ein Smartphone hast, ganz kurz, kannst du einen QR-Code ganz kurz anschauen. Du kannst nicht direkt auf twinten. Du musst jetzt den QR-Code und dann sagt er, es gibt einen Twint. Während ihr spenden, möchte ich eine Geschichte euch erzählen, dass ihr ein bisschen auch versteht, so was geht so hinter den Kulissen ab, sondern es ist ja immer so, man sieht die Show, das Licht und die Bühne und alles ist perfekt, aber hinter der Show gibt es oft Momente, die sind ein bisschen tragisch, und zwar, wir haben eine Tanzleiterin, die ist auch zuständig, um das ganze Choreografie, wie man sich bewegt, einzustudieren. Die haben monatelang geübt und einen Tag vor der Hauptprobe hat sie so eine Übung gemacht und das Knie ist kaputt, Bänder sind gerissen und konnte nicht tanzen. Es war die Lead-Tänzerin. Einen Tag vor der Hauptprobe. Super cool, oder? So, dann sitzt das Team zusammen und sagt, wie kann man das lösen? Wer könnte tanzen? Und ich habe gewusst, das bin ich nicht. Also Break-Tanzen kann ich gut. Ich kann auch den Büsselbaum, weil du einen Bauch hast, kannst du einmal putzen und das ist wie eine Bowlingkugel. Aber dann hatten wir alles umstellen müssen und das ist für mich so krass, wie ein Team oft sehr schnell umändern muss und nach außen sieht man das nicht, sondern alle tanzen, alle im Takt und alles ist perfekt. Und solche Geschichten zeigen mir immer wieder auf, wie krass ist das Team hinter den Kulissen, die Dinge nochmals in Ordnung bringt, dass man von außen dann keine Ahnung hat. Und ich möchte ganz kurz einfach der Person, die so lange mitgearbeitet hat, getanzt hat, geprobt hat, Choreografie gemacht, lass uns der Person einfach mal einen Dankesapplaus geben. Danke vielmals, sorry, dass du nicht auf der Bühne sein kannst. Ist hart. Come on. Ja.
Das sind die Geschichten, die es gibt, genau. Aber ich generell finde Weihnachten super, oder? So, lasst uns noch mal so richtig Weihnachten feiern. Wer möchte noch Weihnachten feiern? Komm mal. Ja, Weihnachten. Danke, dass ihr da wart. Ihr wart ein phänomenales Publikum. Oben gibt es noch einen Weihnachtsmarkt. Also geht noch unbedingt an den Weihnachtsmarkt, esst noch was Schönes. Und wir würden sagen... Schöne Weihnachten, genießt den Weihnachtsmarkt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Well done, guys. So well done. gut Well gemacht. done. Well done. Super. Well done. Super. Well done. Well done. Super, Well done. du hast meine Tochter Well geführt. done, wow, Ja, Standing ja. Ovation hier in der Halle und ich hoffe bei dir zu Hause auch, die Atmosphäre ist direkt in dein Wohnzimmer, wo immer du gerade zuschaust, gekommen. Was für ein Spektakel. Was für ein Spektakel. Denn ich frage mich wirklich eins, wie ist das möglich? Wie ist es möglich, dass du jedes Jahr wieder eine Show von ganz Neuem so auf die Beine stellst? Völlig was Neues, hat mich wirklich weggeschlagen. Ja. Heute die Kulisse, dieses Einheitliche, einfach wunderschön. Schreib noch kurz in den Kommentar, was du speziell jetzt geliebt hast an dieser Christmas Experience. Hier ist das Schneeparty. Well done, guys. Wie fühlt sich's? Exciting, exhausted, aber so happy. Ich habe das so gut gemacht, hey. Well done. Danke. Hat Spaß gemacht? Come on. Spaß gemacht. Hey, was mir mega gefallen hat, oder auf Hochdeutsch, Ja. was mir sehr gefallen hat, waren wieder einfach die Musik. Ja. Die Musik haut mich jedes Mal weg. Hey, ich habe hier zwei, drei Sänger, komm mal zu uns. Hey, was ihr wieder geleistet Danke habt. vielmals. Oder? Danke. Wirklich. Gerne. Aber Dan, ich finde, dir fehlt noch so ein Glitzer-Outfit. Möchtest du diese noch haben? Ich brauche das, dann Ja. passe ich in diese Runde. Warum ist es für dich, wenn du auf so einer Bühne Weihnachtslieder singst? Ist es anders als privat so daheim? Ja, also ich singe jetzt nicht jeden Tag Stille Nacht bei mir zu Hause, aber das ist für mich so gemeinsam Weihnachten feiern und das liebe ich einfach, dass wir unseren Retter gemeinsam feiern können. Ja, komm mal. Was ich geliebt habe, ist der Herodes, diese Stimmung. Ja. Du darfst wieder feiern, Tamara, go. Und ich hab's geliebt, dass wir gesehen haben, wie Jesus in der Krippe, wie das angefangen hat. Ja. Hey, aber er ist groß geworden, ist für uns gestorben. Ja. Die Geschichte geht weiter, es bleibt nicht bei der Weihnachtsgeschichte. So stark, David. Einfach nur So schön, stark. oder? Hey, ja, und jetzt bleibt uns nichts anderes, als dir zu sagen, bleib unbedingt noch dran, weil wir haben noch Pat im Foyer. Was eine krasse Christmas Experience wir dieses Jahr hatten. Und ich möchte es nochmal aufgreifen, was Leo gesagt hat. Am Ende hat er einen Aufruf gemacht, dass wenn du eine Entscheidung für Jesus treffen möchtest oder getroffen hast, dass du die beste Entscheidung deines Lebens getroffen hast. Und das bedeutet auch, dass du Teil von der Familie Gottes bist. Und was das bedeutet, ist, dass Gott möchte, dass wir in Gemeinschaft mit ihm gemeinsam leben. Und wir als Kirche möchten dir einfach verschiedene Möglichkeiten geben, wie du das machen kannst. Das erste ist, unter icf.ch/Jesus bekommst du, wenn du online dabei bist, eine Bibel zugeschickt, wenn du dort auf den Link gehst und dich dort anmeldest. Hier vor Ort haben wir einen Stand, wo man sich die Bibeln abholen kann, aber online wollen wir icf.ch/Jesus dir zur Verfügung stellen, damit du dich bei uns melden kannst und wir würden es lieben, dir eine Bibel zuzuschicken, damit du deinen Weg mit Jesus einfach so in der Form starten kannst. Ich möchte es auch ans Herz legen, dass du dir die Bibel holst, auch wenn du schon eine Bibel zu Hause hast. Einfach als Statement, dass du sagst, hey, ich möchte heute ein Statement setzen, ich bestelle diese Bibel. Und mit der Bibel ist es mein Statement, dass ich ab heute zu Jesus gehöre. Das Zweite ist, dass Gott hat uns dazu berufen, in Gemeinschaft zu leben. Und das bedeutet, dass wir einerseits eine Kirche brauchen und andererseits Small Groups brauchen. Wir hoffen, ich würde dir ans Herz legen, dass du dir eine Kirche suchst. Ob das eine Kirche ist, die bei dir in der Umgebung ist, vielleicht eine Kirche bei dir um die Ecke oder in der Stadt, wo du weißt, hey, das ist eine gute Kirche, da möchte ich hingehen. Oder du kennst jemanden, der Teil von einer Kirche ist, dann frag die Person, hey, ich habe eine Entscheidung für Jesus getroffen, kann ich zu dir zur Kirche kommen? Wenn du ICF als deine Kirche ansehen möchtest, dann würde ich dich bitten, auf icf.ch/connect zu gehen und dort dich bei uns zu melden, damit wir dir helfen können, einfach Teil von der Kirche zu werden. Einerseits haben wir unsere Celebrations nennen wir unsere Gottesdienste, um 9.30 Uhr und um 11.30 Uhr am Sonntagmorgen und dann haben wir noch um 17 Uhr und 19 Uhr Celebrations. Dort kannst du einfach am Sonntag mit reinschauen
Online hier auf YouTube findest du diese Celebrations oder du kannst Teil von einer Microchurch werden. Wenn du dich bei icf.ch/connect dann meldest, dann würden wir es lieben, dir zu helfen, eine Small Group zu finden. Weil, wie gesagt, wir sind dazu berufen, in Gemeinschaft zu leben und das ist das, wo wir dir helfen wollen, eine Small Group zu finden. Also 2 Sachen für dich. Das erste, wenn du eine Entscheidung für Jesus getroffen hast, melde dich bei uns unter icf.ch/Jesus und wenn du uns als Kirche einfach mehr erfahren möchtest oder Teil von der Kirche werden möchtest, dann melde dich bei uns unter icf.ch/connect. Hey, es ist so schön gewesen, dass du mit dabei warst. Ich freue mich immer wieder über neue Leute, die auch in den Chat mit reinschreiben, die einfach mit dabei sind. Hey, ich wünsche dir eine wunderschöne Weihnachtsseason mit deiner Familie, mit deiner Freunde und einen absolut gesegneten Tag. Bis dann. Ciao. Schön, dass du dabei warst. Ich hoffe, dass die Predigt dir geholfen hat und du viele Dinge auf deinen Alltag umsetzen kannst. Wir würden wirklich gerne mehr von dir erfahren. Vielleicht hast du Fragen, was beschäftigt dich? Dann besuch uns doch auf unserer Homepage icf.ch/connect. Dort erfährst du auch, was uns als Community eigentlich ausmacht. Alles, was du hier siehst, hat zu tun. Viele Volunteers, sie haben ihre Talente investiert, ihre Zeit investiert, auch ganz konkret Finanzen, weil ohne Finanzen ist das alles gar nicht möglich. Ja, und das hier ist unsere Einladung an dich, Teil von diesem Großen zu werden, was Gott tut, auch mit deinen Finanzen, weil es ist so viel Technik, es sind so viele Investments, die wir machen, dass das alles möglich ist. Und mit deinen Finanzen kannst du dann einen Unterschied machen. Und noch eine kleine Sache, abonniert den Kanal, macht einen Daumen hoch, schreibt was in den Kommentar rein, weil es wird uns helfen, dass Leute plötzlich von dieser Sendung hören, weil wir wollen ja die beste Botschaft rausbringen an Menschen, die noch nie von diesem Gott gehört haben. Also, bis zum nächsten Mal.